Letztes Mal haben wir das coole Teil gemacht, nach einer Anleitung von Treasurebox, und ich bin so geflasht ab dem Ding. Es ist so cool rausgekommen, dass ich gerade gefunden habe, hey, ich muss unbedingt nochmal so etwas machen. Aber ich möchte es nicht mehr mit einem gelben Kuvert machen, sondern mit einem weißen. Tja, und ich würde sagen, wir starten doch gerade jetzt. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und wir lassen jetzt gerade los. Ja, warum wollte ich es nicht mit dem Gelen machen? Ich musste hier die ganzen Kanten abkleben mit Washi-Tape, damit nichts Gels vorkommt. Und das war recht mühsam. Also mühsam nicht, aber es hat einfach viel Zeit in Anspruch genommen. Und wie man sieht, jetzt hier von mehrmals auf- und zuklappen, es löst sich gleich ein bisschen ab. Ich muss dann hier noch einmal genau ein bisschen besser leimen. Und ja, das andere Problem ist jetzt aber, das ist ja so ein grosses Kuvert, wo D-Weg seine Öffnung hat. Aber meine weißen Kuverts, die haben alle jetzt oben die Öffnung. So, und ja, weil ich jetzt nicht so ein Ding machen will, ein Journal, wo man dann oben auf und zuklappen kann, das würde ja theoretisch auch gehen. Ich möchte wirklich, dass das hier unser so Verschluss wird. Habe ich mir da jetzt schon ein bisschen etwas ausgedacht. Ich muss das ein bisschen abändern. Ja, ich werde da ein bisschen abschneiden und so weiter und so fort. So, dann kann ich dazu noch sagen, ich habe hier so ein riesengroßes Papier. A2 dürfte das sein. Wo ich eigentlich schon mal mit so glitzerigen Wasserfarben, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, mal, ich glaube es schon, so Aquarellfarbe, habe ich hier so ein bisschen drauf rumgeplanscht, und das möchte ich gerne als Hintergrund sozusagen für alles. Das sollte eigentlich wahrscheinlich schon länger, wir werden es dann sehen. Gut, also mein Journal sollte so werden. Ich nehme 2 Kuverts, ich habe hier ein bisschen kleineres und hier habe ich ein bisschen ein grösseres. Ich möchte die gerne auf diese Grösse zuschneiden, also ich schneide einfach oben ab. Und dann sehen wir dann, ob wir hier noch wieder zukleben oder ob das offen bleibt. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall machen wir dann die 2 so, nicht so aneinander an, weil das wäre ja dann viel zu gross, sondern irgendwie so. Ja, und nachher sehen wir dann, was daraus wird. Gut, also zuerst möchte ich gerne mal wissen, wie hoch das es soll werden. Für das nehme ich mir noch mein Dingsbums. Meine Vorlage, wollte ich sagen. Und male das hier mal an. Ich muss immer schauen, ob ihr etwas seht, ob ich da wirklich im Bild bin. Ja, ich glaube schon. Also, etwa so gross soll das werden. Wir müssen ja nicht Millimeter, weil spielt absolut keine Rolle. Wir machen das so und so. Beide sollen gleich hoch werden. So, sehr schön. Und dann müssten wir wissen, wie breit das jetzt soll werden. Also irgendwie etwa so. He? Das ist eben so ein Kuvert, das man dann so dick könnte befüllen könnte. Darum ist das jetzt hier ein bisschen viel Material, das wir falten müssen. So liegt. Und dann ist ja das dann, sollte das so sein. Das heisst,
Das da muss so breit werden. So, das ist jetzt hier die grosse Preisfrage. Bleiben wir das oben zu oder nicht? Aber ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können es... oh, bröselt alles raus. Ich glaube, wir können hier einfach Decke runden. Wäre ich jetzt dafür? So. Mal. Genau. Und die Frage ist, soll man da das schräg abschneiden? Ich glaube, das mache ich jetzt mal. He? Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das wäre schöner. Also. Dann kann ich das ja gerade mit dem Stückchen hier anzeichnen. Ich glaube, ich binde dann das zusammen, so. Und dann tue ich hier Leim drauf. Und dann haben wir ein Einstecktäschchen. Gut. Aha. Aha. Jawohl. Und hier, das lohne ich glaube mal, so wie es ist. Und dann könnte man dann hier oben noch irgendwie ein Buchzeichen reinstecken oder so. He? Sehr gut. Der Plan ist jetzt, dass wir einmal hier vorne und hier hinten und hier von diesem Papier draufkleben. Für das muss ich das mal richtig zuschneiden. Genau, einfach mal zuschneiden. He? Solid. Also, da wären unsere 4 Dingsbums. So, das sieht wunderbar aus. Und jetzt tue ich aber gerade rundum noch ein bisschen inken, weil das ist ja nicht genau das gleiche wie Weiss. Ich habe das Antik Linnen und ich habe das Gefühl, das könnte noch gerade so ganz gut passen. Dann leimen wir die doch mal rein. Ich schaue noch gerade, welches sie vorne will. Ich glaube, auf der vorderen Seite möchte ich gerne das hier haben. So, und das wäre ja da. Prima. Genau, kommt das so her. Und ich nehme jetzt hier den Tacky Glue, damit es auch sicher hebt, auch wenn sich das ein bisschen wellt. Voilà, oh ja. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Muss immer wieder studieren, wie es zusammenkommt. So. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machen wir doch hier noch ein Streifen drauf. So. Und natürlich der Flipflop hier. Der kommt auch so eins über. Gut. Und da habe ich jetzt wirklich vorgehabt, es braucht natürlich nicht so viel zum Schliessen nachher. Das ist schon ein bisschen übertrieben.
Aber so ein bisschen, ui, ui, ui. Ein bisschen Platz kann man ja noch geben. So. Ja, so viel mindestens wetten wir. Oder soll ich noch mehr? Ich glaube, wir machen nur einen. So. Gut. Also, jetzt haben wir definitiv genug Platz zum Falten. So. Und dann wissen wir jetzt, wie breit das da unser Dingsbums muss werden. So. Und so. Aha. Und da noch. So, sehr schön, sehr schön. Oh ja, mir gefällt es schon mega gut. Und jetzt für innen, für da habe ich jetzt ja, nur noch so viel Papier, das reicht nie her. Ich denke, ich nehme hier einfach kaffeegefärbtes Papier. So, ja, das passt ganz gut. Für da, für da, für da. Und da klebe ich es noch nicht drauf, weil da werde ich dann auch noch einmal so einen Knopf machen, wie ich es bei dem hier gemacht habe. Und der soll nachher dann hinten dran versteckt sein. Aber ich schneide mir jetzt alles schon einmal zu. Voilà. Hui, das ist jetzt aber lang gegangen. Ich würde sagen, auf dieser Seite nehmen wir dann das Journal rein. Für das brauchen wir noch ein bisschen Papier. Okay. Ist das ein bisschen viel? Oh, das macht nichts. Das ist schon gut. So, das kommt auf jeden Fall hier rein.
So, schauen, ob das wirklich oben ist. Jawohl. So. Das kommt da drin. So. Und jetzt möchte ich gerne einen mit 5 Löchern machen, damit die Signaturen sicher mit 3 reingenäht sind. Aber nachher dann, dass hier oben auch noch schön sicher ist. Das heisst, ich mache einfach mal ein paar Löcher, schön Handgelenk mal Pi. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und 5. So. So, also, dann mal schauen, ob ich da durchkomme. Komm raus. So. Ja, jetzt haben wir da genau den Faden gelöchert, das haben wir nicht. So. Hätten wir es gern. Und dann, nein, warte jetzt. Da rein. Ich glaube, so ist es richtig. Da. Autsch. So. Jawohl, ich glaube, ich habe es. Nicht den Faden. Alles mitnehmen. Und wieder zurück. Da an der richtigen Ort bitte durch. Jawohl. So. Prima. Und dann auch wieder alles schön anziehen.
langer Faden geworden. Da. So. Und ich denke, ich schneide den gerade kurz ab. Ich brauche da keine langen Fäden dran. Jetzt wollen wir noch mal schauen, wie das rausgekommen ist. So, ich glaube, es gehört so um. So, das ist unser Journal. So. Jawohl. Und jawohl. So, genau, jetzt kann man da hinten dann noch das eben anmachen, dass wir das ein schönes Einstecktäschchen haben. Schnell den Rücken kontrollieren. Ja, der ist auch gut so. Ein bisschen verzauselt, muss ich sagen. Aber sonst gefällt mir das bis jetzt schon mal. Und ich glaube, ich habe mir da noch so erste verschiedenste Scrapbook-Papier-Sachen parat gemacht, wo alles zu dem Farbthema also ein bisschen passen sollte. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal möchten wir doch die ganze Geschichte noch ein bisschen dekorieren. Hey, ich finde es cool, ich freue mich drauf, wenn das nachher dann auch so schön fertig wird wie das da. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, wenn wir das schön dekorieren, dann wäre es mega cool, wenn ihr würdet, ein Abo da lassen, dann verpasst ihr es nämlich nicht. Bis dann, tschüss!